schauen. Musik schon abstellen. So. So, und dann tue ich WhatsApp bei Nacht. Streamen. Freunde ihm natürlich Bescheid sagen. Sonst nervt es wieder, dass ich mich nicht melden. Ganz wichtig, Jungs. Ganz wichtig. Dann Livestream FIFA 17 Karriere. Genau. Und dann werden wir schauen natürlich, dass ich eure Kommentare lesen kann. Das heißt, wir chatten, machen das eine Fenster nochmal auf. Inklusive legen wir auf einem YouTube-Fenster noch No Copyright Music ein. No Copyright Background Music, das ist schon gut. So. So, ich hoffe, man hört. Jetzt müssen wir so ein bisschen warten. Ich warte jetzt mal, bis wir das 1 Zuschauer haben. Und dann fangen wir mal an mit Karriere auswählen. So, es lenkt mir schon für Musik. Ja, ich sehe, ich habe ein bisschen, schon mal angefangen mit ein bisschen Karriere. Aber mit Fund heute neu, ja. Hey Jungs, was kann man besser an Musik, Chips, Chatten und Cola? Nebendran hast du einen PC am Laufen. Also besser geht es im Moment nicht, he? Einfach so zum Sagen. So, wir nehmen 60% Erhöhung mit. Und ein globaler Transfers geht natürlich auch mit. Und wir gehen in eine Liga, wo ihr mir dann sagen was? Azteca Stadion hat. Also für Südkorea hat es gar kein Stadion. Mexiko hat Azteca. Aber es ist keins, okay. Spanische zweite Liga, so geil wäre so Barcelona 2 und dann machen wir es besser als Barcelona 1. Sind die abgestiegen? Getafe ist abgestiegen, das weiß ich. Levante auch abgestiegen? Okay, das habe ich gar nicht mal gewusst. Und Tenerife natürlich Türkei hat ein. Belgien. Chile. Zweite Bundesliga wäre halt brutal, da würde ich zum Beispiel. Boah. Was? Hat da eigentlich irgendjemand ein Stadion? Ja, 860 München. Nein. Hat da jemand ein Stadion? Oh, da. Fratton Park. 1,7 Millionen. Personal hat am meisten. Moment, da. Ich warte jetzt einfach noch, für die, die es jetzt im Nachhinein schauen, ich warte jetzt einfach noch, bis der erste kommt und dann entscheiden wir zusammen, wo wir hingehen. Wow, Badik sieht das Logo geil aus. Alter, bin ich blöd. Pescara ist ja das Jahr aufgestiegen. Ist die erste Liga. Da, Pescara. Wir haben 8 Millionen. Nice. Nice. Le Delfini, sagt man in Italien. Ein bisschen eher und bekannt.
sind ja vor ein paar Jahren schon mal aufgestiegen, dann aber abgestiegen, trostlos, und jetzt haben der sogenannte Wiederaufstieg geschafft. Boah, Benfica wäre halt auch geil. Das Logo sieht geil aus. Shamrock Rovers. Das sieht wirklich geil aus. Nicht schlecht. Okay, Musik hört man wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Nein! Sonst, weil mir es lang geht, fahre ich schon an. Milan wäre halt brutal geil. So, wir haben eine Person und du bist als erster Streamer, darfst entscheiden, in welches Land wir gehen, in welche Liga und welchen Verein. Egal wer du bist, Justin, Melly, die Five Breads, jeder für den du schiebst mir jetzt sofort dir welches Land. Und dann wählen wir mal aus. Da kannst du gerade dazu schreiben, aber die Musik gehört. Ich schreibe jetzt mal meiner Freundin. Ich wette, meine Freundin ist es, wo gerade am Schauen ist und kommentiert natürlich wieder mal nicht. Also pünktlich sind wir, hey Jungs, das muss man schon sagen. Aber ich will eigentlich sicher Saison heute mal fertig schaffen. Crystal Palace. Mit Aston Villa halt wäre auch geil. Blackburn Rovers. Fulham. Bolton Wanderers. Bristol Rovers. Charlton, Chesterfield Country, Gillingham, Mayfield, Walsall. Was ist das? MK Dance, das kenne ich jetzt mal gar nicht. Okay. Das ist erst 2004 gegründet worden. Interessant. Sheffield United, einer der ältesten Clubs auf der Welt. Port Vale, aber ich will fast Port Vale, nur wegen dem Logo. Die sind aber fast kein Ziel, gell? Oxford United. Die Sache ist, englische Liga, was natürlich zuerst willst machen, ist recht viele Leute holen, die ausgelernt sind. Meistens da, so vielleicht die Jugend nochmal recht stärken und irgendwelches Zeug. Ich habe auf der Seite noch so FIFA offen, also das heisst, wir bräuchten Leute, die jung sind, das heisst von 15 bis, sagen wir mal, 28, ein Rating haben bis, ich würde jetzt mal sagen, 65, und jetzt hat jemand kommentiert, hey, also Melli, wenn du zulässt, du darfst entscheiden, welches Land, weil du der Erste bist. Du bist der Erste, der gerade gekommen ist. So, also ich habe jetzt mal eingegeben, einfach mal unter 28. Jetzt habe ich fast das Gefühl, ich habe gedruckt. Unter 28, Rating bis 65 etwa und Potenzial Ü70. Das erste, was kommt, ist ein Lammers, ein 19-jähriger Stürmer von Ajax, nein, von PSV Eindhoven, hat
schon Wert von 1,1 Millionen. Dann haben wir einen Right Back, der hat ein Potenzial von 82, kostet 950.000. Aber eben, wir müssen da denken, 950.000 ist wenig. Bond Edwards, ein ZM und Right Wing von Tottenham, hat 2016 bis 18. Oh, und sie hat geschrieben. Okay, Melly hat geschrieben. England. Welche Liga? Welche Liga, Baby? 2, 3, 4. Okay. Sie sind etwas entscheiden, he? Frauenrecht wieder mal. Also wir haben eben die Premier League nicht. Aber wir haben die Championship AFL, die League 1 und League 2. Zweite Liga, das heisst wir spielen jetzt. So, ich bedanke mich kurz. So, also das heißt, wir spielen die zweite Liga und ich darf entscheiden, welche Mannschaft. Ich habe jetzt noch schon bedankt. Jetzt ist eine Frage. Norwich City, Nottingham Forest, Kew Park Rangers, Nottingham Forest, Newcastle Leeds, Huddersfield, Fulham, Brentford, Barnsley, Derby County, Cardiff, Burton, Bristol, Brighton, Blackburn Rovers. Ich will fast Aston Villa sagen. Ich will fast... Die haben halt recht Dinge, also komm, wir nehmen Aston Villa. Wir nehmen Aston Villa. Würde ich sagen. Und dann schreibt man einfach mal... Jetzt ist einfach rausgegangen, also dann bin ich wieder allein auf mich gestellt. Alessio, Ale... Ich bin gespannt, wie lange wir drin bleiben. Das Risiko ist halt wirklich, wenn das Team schlecht in Form ist, dass wir recht schnell scheiße werden. Dass wir ein recht breites Kader haben. So, und dann sind wir in der Schweizer natürlich. An Schweizer Pass. Schweizer Pass. Und dann gehen wir wie immer als der. Und ich würde wie Jogginganzug. Da können wir jetzt Weltklasse mal lassen. 5 Minuten ist egal, das Spiel machen wir sowieso nicht. Aktuell hinterhalten. Nein, sonst kann man es eigentlich auch so lassen. Das ist cool, man spielt nicht viel. Also man spielt schon die ganze Zeit, aber es geht viel schneller vorbei. Man kann viel schneller verschiedene Teams auswählen. So. Oh, die Chips sind so geil. Das sind so im Deutschen, so Little Italy. Das sind noch immer Basilikum, mit Tomaten, Mozzarella, hure geil. So, als erstes Villa FC. Also der erste Club. Ich schaue jetzt ein bisschen, wo was ist. Wo man auf was aufbauen kann. Ich kann also ich muss da wissen, ich kann mich ja gar nicht vorbereiten auf heute Abend. Weil ich kann Medi hat zum Beispiel entschieden, wo wir spielen. Wenn wir schaffen und in einer Stunde Saison fertig haben, können wir sonst nochmal neu anfangen. Und dann können wir nochmal andere Mannschaften auswählen. Go! Und da bedecke ich einfach meine private zweite Account, weil dort habe ich 3 stark gefahren, bin abgeschrieben, ich bin kurz vor dem Bankrott dort. So.
Ich bekomme einfach noch einen Punkt für Topspiel verpflichtet. Ich weiß nicht, ich habe nicht gekauft, hä? Ich habe einfach mal schnell. Wenn man mal Geld bekommt, wie man so simulieren. Und alles ein bisschen abhängig von den Mannschaften ist. Okay, also. Wir gehen direkt hier. Das erste natürlich. Ja. Ey, ich habe die Mannschaft noch nicht mal angefangen, aber der erste ist schon verletzt. Das ist der Hammer. Also, wir haben 4 Goalies. Wir brauchen. Okay, wir sind schon am Arsch, weil der Goal. Nein, das ist gut. Also, Pierluigi Golini Italiener sogar, okay. Nicht schlecht, der bleibt, das ist schon ein Stammgoal in dem Fall. Also der. Das wir verkaufen und dann haben wir den Sarkic und den Jet Steer. Ich denke, den Sarkic mal auslehnen und dann den Jet Steer eventuell, wenn er geht, kann. Super, wir spielen ja insgesamt in 4 Cups. Dass wir ein bisschen schauen, haben wir Bakun, Richie Delayed und Hutton. Hutton tun wir verkaufen und dann haben wir Delayed und boah, also Rechtsverteidiger brutal. Mit Delayed und Bakuna eben da Dinge verkauft wird. Dann haben wir Innenverteidigung. Okay, okay. Haben wir nur 4 Leute, da müssen wir ein bisschen zulegen. 74er, 71er, 74er, 75er. Nicht schlecht. Und dann die Jungen weg, das ist super. Das heißt, wir spielen mit Richards, der wahrscheinlich brutal schnell ist und brutal stark ist. Nice. Und wahrscheinlich L-Pick. Und ein Backup. Das heißt, wir müssen mal IV holen. Okay. Dann haben wir LV Jordan Amavi 220 und Chisoko perfekt als Backup. Dann will ich 2 spielen, das heißt wir brauchen 2 CDMs. Dann haben wir Gardner und Jedinak. Oh, Jedinak ist, der Führungsspieler ist aber alt. Der Carlos Sanchez, der ausgelehnt ist, aber der ist ja schon 30. Also im Mittelfeld haben wir. Ah doch, da haben wir jetzt noch. Liden, Westwood, Cibola. Okay. Wenn wir links Grealish, Andrew Green. Also auf links haben wir ein paar Stars, he? Nicht schlecht, okay. Dann natürlich AIF, der jetzt leider verletzt ist, 7 Wochen. Dann haben wir Kodia, Kocak, also Kocak kann ich auch verkaufen, weil der ist nicht so gut. Kopf auch gut halt. Quested, auch mal weg. Und Jormak. Dann haben wir Hepburn Murphy noch. Den kann man auch verkaufen. Das ist seit 2003, das ist ja fast eine Legende. Dann okay, das ist mal unsere Leute, die wir jetzt schon mal als Transferfenster da haben. Dann haben wir unser Ziel. Wir müssen in der Nachwuchsentwicklung eine Jugendakademie spielen und mindestens 10 Punkte verbessern, um die 10 Spiele in der Jahre 11 oder als Einwechselspielerin haben. Dann müssen wir einen wichtigen Stürmer kaufen. Okay, Stürmer in dem Fall. International kein. Wir müssen Ligameister werden. Und das wird schwierig. Okay. Oh, wir haben 34 Millionen, gell? Der Scout-Bericht ist da. Der Marcus Edwards ist der, wo ich glaube sogar auf der Liste kann. Ja, der Marcus Edwards, also das wird anfragsicher und mal immer der hat ein. Der ist E60er als ZOM, kann aber right wing, also recht außen spielen und hat ein Potenzial von 86. Den können wir mal rausnehmen. Dann haben wir Alexander Arnold, dann nehmen wir mal Adam Anthony auch. Janus, nein, Luke Shaw mal drin. Hector bin ich natürlich raus. Rottwell wäre interessant immer aus und also die 2 lasse ich jetzt mal drin. Und ich mache einen Kommentar, what the fuck, aber kein Zuschauer. Hey, hoi Justin. Hey, ich habe irgendwie keinen Zuschauer, aber Justin hat jetzt einfach mal geschrieben. So, also, er möchte sich gerne vorstellen, wir haben da...
Also England, Schottland, Niederland. Dann schicken wir einen auf das Deutsche. Und der andere ist auf Italien. Ich weiß ja langsam, dass ich recht Italien-Fan bin, vor allem als Karriere. Also wir haben in Italien brutale Talente, die wirklich gut zum Spielen sind. Läuft's? Ja, ich bin dabei. Nice. Eben, hast du den Start jetzt gerade verpasst? Wir haben, also, der erste Zuschauer, das war meine Freundin, die hat entscheiden dürfen, wo wir spielen wollen. Wir haben auf England, zweite Liga, und dann habe ich mir Aston Villa ein bisschen rausgewählt. Also von dem her sind wir jetzt gerade bei Aston Villa und ich bin erst gerade am Planen, ein bisschen, wie ich es machen will. Hört man die Musik? Die erste Frage. Nicht, dass es dann zu langweilig wird. Jetzt tun wir schon während dem Scout-Auftrag machen. Jede Position vielversprechend, da kann man löschen. Also ich will ein ZTM haben, wo kräftig, vielversprechend und trotzdem temporeich ist oder ein Spielmacher ist. Und so bis 26. Dann will ich einen Stürmer haben, einen Angreifer, der muss vielversprechend und temporeich sein. Dann habe ich so alt. Genau. Ja. Das ist mal meine Idee. Dann schauen wir mal, wer da. Also Stürmer haben wir da recht gut. Also Hepburn Murphy tun jetzt auch mal trainieren. Portugal und Dänemark. Ja, der Dolberg wäre interessant, habe ich mir jetzt gerade vorhin gedacht. Dann Green natürlich, habe ich in diversen Karriere auch gehabt. Und Grealish. Schusswert. Alter, Schusswert, dann immer Schusswert. Chibola. Nein, der Passwert, der wird. Das schauen wir schon. Goli? Golini ist noch sogar noch nice, also der bleibt mal. Entweder habe ich keinen, aber dafür Amavi, wo immer noch Potenzial hat. Da noch mal das Passwert tun. Gehe ich schauen, Golini, was der für einen Wert hat. Golini. Wenn es so heißt. Mit G. Golini. Der hat ein Potenzial von 79. Okay, nicht schlecht. 79 ist gut. Gut. Gehen wir erstmal füllen. Ja, super. Also Edwards ist sicher mal nicht im Gespräch. So, jetzt schaue ich gerade die Top 100 von den besten, die im Moment gekauft werden. Larsen, weil er Potenzial von 77 hat. Coutinho gut. Engels. Belotti. Locatelli. 69. Das wäre interessant. Locatelli, 69er Rating. Hat aber Potenzial von gut Zeug. Also ich komme jetzt mal. Jetzt haben wir noch einen Kommentar. Warte, Justin, ich komme. Zeig den Kader. Ja, warte, ich zeige ihn gerade nochmal. Ich wollte erst mal zeigen, wie ich kann so spielen. Dann Kodia und dann Ayev. Dann haben wir Grealish und Adamoa, Garner und Jelina, genau. Aber Garner kann ich erstmal rausnehmen. Da. Das ist schon mal der Kader. Also wir haben recht gute Spieler drin. Jetzt muss aber schauen, wie zum Beispiel Richardson, Baker raus und Chester. Chester ist halt schneller als ein neuer Chester von mir aus. Jetzt muss ich schauen wegen dem Rating. Ich schaue immer, dass das höhere Rating drin ist. Also LV. Nein, 71 muss aus, ist schlecht, ist 72er. Habe ich mal 72er? Nein. Okay. Dann
den IF mal rein tun. So. Was Kader zeige ich euch nochmal. Ich gehe gerade mal durch und schaue mal, vielleicht, wo man kaufen könnte. Mal kurz. Ich habe schon diverse auf Transferliste da. Also, nochmal schnell für den Justin, der dazu ist. Wir haben 4 Goals, wir haben den Golini, der 71er und Potenzial von 79er, der bleibt. Dann haben wir bei Mark Bunn, 31er schon und 72er geht, wird verkauft. Starkic wird ausgelehnt und Stier wird bleiben als Backup, solange wir eventuell noch einen zweiten Goalie holen, eventuell, mal schauen. Dann haben wir Hutton, Bakuna und der kann leider nicht verkaufen, der bleibt mal und Bakuna wird wahrscheinlich auch der Stamm. Während Hutton verkauft wird, dann haben wir genau 4 Innenverteidiger. Zwar Chester, der spielen wird von Anfang an und Richards und dann kommt Elpick und Baker, wo beide dann wobei einfach Backup sind. Und dann haben wir den Amavi und Chisoko links, die bleiben mal. Dann haben wir eben hinten leider nur Garner und Jelinak. Jelinak müssen wir fast diese Saison einfach mal spielen lassen. Dann haben wir rechts Adoma. Links haben wir richtig geil, also potenzialhafte Leute. Wir haben Grealish, wir haben den Borg, wir haben Green, die haben alle brutale Werte, wobei also beide alle Ü70 Potenzial. Und in der Mitte haben wir halt im Moment nur Westwood, den Leiden und den Chibolo. Deswegen will ich eigentlich Westwood, oder je nachdem wer ich kann, Westwood mit Jelinak Kinder spielen lassen. Und vorne habe ich dann recht viel Stürmer, also Kodia, der kann leider nicht verkaufen. Mac Cormac, der leider aber die muss, dann habe ich Rudiger Stedte auf den Satz weg. Der wird den will ich mal verlängern um 3 Jahre. Und dann gerade mal auf die Leihliste da. Und dann haben wir Koschak, der ist auf der Transferliste und Gestede auf der Transferliste. Und dann haben wir halt die 2, die halt bleiben müssen und der AIF, der halt verletzt ist. Genau. Ich muss mir ein bisschen über... Genau, Innenverteidigung. Oh, jetzt Entschuldigung, spricht da. Warte, können wir gerade mal einschauen. Eingüchseln. Daniel Edwards und der Luke Shaw mal, aber Luke Shaw ist viel zu teuer. Jetzt schauen wir da schon Ian Campbell, Simonic. Auch da habe ich schon einen Kandidat, den ich kaufen will. Der ist jetzt mal aber nicht drin. Genau, Oxford wäre interessant. Ich tue jetzt einfach mal für die nächsten 10 Minuten mal eine Liste machen, wer ich holen will. Also zuerst war eben zum Beispiel der Oxford. Weil der ist auch interessant, vor allem wäre er recht realistisch. Dann können wir, jetzt muss ich schon schauen. Ich gehe jetzt wieder so FIFA kurz. Also Age bis etwa 25. Overall Rating ab so 65 bis 76 und dann Potenzial bis also Potenzial ab 76 dann. Und machen wir ab 80 so. Dann will ich kurz schauen. Genau. Liga. Premier League. Genau. Search. Gut, jetzt haben wir mal einfach mal links außen. Wir müssen ja auch natürlich noch ein Ding haben. Darf nicht vergessen. Ein Stürmer, den wir holen müssen. So. Also. Ein interessanter neben Oxford ist ja Carter Rickers. Genau, das ist 18.
Jetzt brutale Wert, habe ich ja gesehen. Hat einen Vertrag genommen bis 2018, etwa 250k Wert, 64 Gesamtrating, Potenzial von 82, der wird mitgenommen. So, in den Kommentaren müssen wir nicht schauen, deswegen schaue ich einfach mal vor, da haben wir den Brahim Diaz. Links hätten wir das Ding Holgate. Holgate wäre auch interessant, weil der Holgate kann zentral und außen spielen. Iheanacho wäre auch ein Thema, gell? Also nicht, dass Mensch jetzt ich schaue deine Kommentare da. Ich gehe einfach mal durch. Wir müssen halt auch einen Stürmer haben, das ist ein bisschen bilden. Ey, natürlich. Was ist der? Nein. Also wir sind noch Fernandes von wo? Oh, wir gehen erstmal auf Premier League. Dann spielt er spielt doch bei West Ham. Da. Da. Wenn er erst gerade gekommen ist, könnte man ihn eventuell auslehnen. Also interessant wäre. Das Problem, dass wir nicht den Iheanacho können, also wir müssen den Iheanacho kaufen. Basel wird weitergehen, ja. Ich muss einfach mal Zeit finden, wenn ich kann. Genau. Sind wir schon weiter. Such mal den mit dem höchsten Potenzial. Von den Leuten, die ich wäre Iheanacho halt, gell? Fuck. Also es zeigt mir genau zwei Stürmer an. Iheanacho. Und der kann halt wirklich überall spielen. Und der Rashford. Und dann habe ich noch einen weiteren Spieler, der für mich interessant wäre. Vor allem fürs Mittelfeld. Wäre so der Kuic, der hat 71 Bewertung im Moment, hat aber Potenzial von 85. Und Kennedy wäre halt auch interessant, gell? Der kann über linke, der kann alles spielen. Der Kennedy kann Stürmer, LM und linke Verteidiger spielen. Aber jetzt sollen wir erstmal Kuic holen. Und Kennedy. Und interessant wäre, dann schaue ich nochmal Kommentare an, was ihr so schreibt. Ja, da ist das LM drin. So, jetzt schaue ich den Kommentar nochmal an. Kampel ist zu teuer und Maxim als Zehner. Und schon schauen, ich weiß halt nicht, wie teuer der Maxim ist. Ja, warte, ich schaue schon auf so FIFA. Also Kampel ist zu teuer. Vor allem ist Maxim. Der hat aber nicht so gutes Potenzial und ist noch teuer. Der ist auch erst 25. Ja, dann eher nicht. Also der Kruic, den muss ich sagen, den habe ich bis jetzt zweimal gespielt. Und der Kruic ist mir zweimal auf, warte kurz. Auf wie viel ist er? Der ist zweimal bei mir auf 88. Auf einer privaten Karriere, gell? Genau,
Suso wäre halt auch brutal, aber das ist mir mal zu teuer. Jungs, ich will eigentlich spielen. Hol Justin. Justin, komm spielen. Even Moore wäre halt brutal. Die Ball auch, Bailey auch. Ich habe jetzt gerade die Top 100, also die am meisten bis jetzt gekauft worden sind. Also Suso ist erst. Jetzt habe ich da ein paar, also da Hut. Wir gehen jetzt auch mal schon die Liste durch. Bis am Zap 8 und dann schauen wir mal. Dann der Hut Niang habe ich jetzt da noch in der Liste. Und der letzte wäre ich kann es nicht lesen, warte. Am Bambalotin. Aber das ist bei da links, lass es lieber erstmal. So, Kommentar. Also, dann nehmen wir mal Kampel, mal schauen. Oh fuck, jetzt haben wir die Chips gerade zusammengeschissen. Oh nein. So. So. Also den Hut bekommen wir für 8 Millionen. Und ja genau. Ah! Fireflies, du bist geil. Dann in Fall die 2 Minuten suche ich dann, ist mir der Name nicht mehr in den Sinn gekommen. Olivier, den habe ich das erste Mal in einer Karriere von. Von. Nein, nicht schon kaufen. Warte, wir müssen noch ein warten. Ich glaube vom Stinksy. Ich glaube beim. Wie heißt der Trader? Ja, nicht so, ist mir auch klar. Nein, beim. Mann, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Der Hansus, genau beim Hansus habe ich das erste Mal gesehen. Ich zeige euch noch schon die Mannschaftsausstellung, das ist die gleiche wie vorher, eigentlich auf 5 Minuten. Es ist halt eine neue. Was? Problem? Was ist das Problem? AIF wahrscheinlich auf der Satzbank, genau. Dafür kommt der Helper Murphy mal hier. Genau, ich will auch, dass meine Mannschaft sich gerade an die Dinge einprägt, weil ZUM und LF ist recht, was dort recht nahe ist. Ha. Soll ich noch auf die Nachricht vorzubekommen? Oh, Amavi 1-0, nice! Ja, Melli hat, also ich habe dann ausgewählt, West Ham ist die erste Liga, aber ich habe etwas Unterklassiges wählen, weil es ja Simulate 2 Glory ist, also ich nehme keinen Meister. Also ich könnte von mir das geht nennen, nein, Scherz. Ey, geht doch! 2-0, hä? Gegen Stuttgart. Nice. Klar, die das gleiche trainieren. Colini, ich bin gespannt, ob der sich auf pusht und Harper Murphy ist der erste, der sich nach dem zweiten Training mal aufpusht. So. Gut, der Fernandes ist nicht kaufbar. Okay. Iheanacho 18 Millionen. Rashford 7,5. Krujic 6. Edwards kein Interesse. Schade für den Edwards. Das wäre einer von den Spielern gewesen, den ich am liebsten geholt hätte. Dann warten wir aber noch auf die anderen. Weil dann hätte ich ein bisschen Übersicht, was interessant wäre, was nicht. So. Die nächste Auflage. Oxford 1,8. Cameron Carter-Vickers 1,2. Holgate 1,7. Und Kennedy 9 Millionen. Oh, und der Hut, warte, der Hut.
Ich wette, ich sag jetzt, der Hut macht 8 Millionen. 26! What? Ich hab Pescara gekauft, der Hut 8 Millionen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich dort etwas drin habe. So, Vertrag verlängern, super. Und wir haben das erste Transfer gemacht für Akbonalor. Und dann irgendwie direkt haben. Weil, die müssen wir auch jetzt los haben. Weil ich kann nicht mit 6 Stürmer in die Saison starten. So, ich habe Hunger, ich habe nichts gegessen. So. Dann dürfte der Gestet jetzt mal spielen für den Kodia. Dann spielt der Elphick für den Richards mal. Bakuna spielt rechts für Hutton. Ja, lassen wir es mal so. Ah, und Green kommt auf die Ersatzbank. Für den Houghton. So. Hört man, Jungs, hört man eigentlich die Musik? Der Walle, ja, Valentin Schock wäre halt auch geil, als ZWM dann. So, Darmstadt, zweite Partie, wir haben ein bisschen gewechselt. Die haben Guvara, Milosevic, Tour und also die ganze Verteidigung inklusive Goalie sagt mir jetzt mal nichts vom Namen her. Dafür vorne natürlich Niemeyer, Jungwirt, Heller, Bratira, Kleine Hesler, Strohengel. Riesig, okay. Was ist der Beste? Warte. So. Besser. Ich würde nicht zu laut. Ja, wie ist es jetzt so? Nationaltrainer sicher nicht. Und der Akbonalor ist mal weg. Gut. Ja, meine Freunde haben gezwungen zum Zuschauen und ich kann es ja voraussagen. Wenn es voraus ist, wenn ich es euch voraussage, dann klappt das viel besser. Also, dann gehen wir mal. Oh, wow. Nice. Osai, nein. Curtain Workers, das ist der, den ich gesagt habe. Thomas Lemmerhol geht, schauen wir auch an. Moha, der ist doch mal. Ah, eben. Gerade gedacht. Ambrose ist natürlich auch stark. Schauen wir mal an. Können Sie sind wir noch anschauen. Love auch. Acke. Spielt recht gut. Können wir eventuell einfach kaufen. Chalaba. Gruitsch. Inacho Fernandes. Such schon. Den haben wir Niederlande. Lammers haben wir jetzt nicht. Zivkovic für unten. Und der Miaska, der ist doch jetzt wo. Hä? Der Miaska, das sagt mir doch etwas. Wo ist der Miaska? Also Miaska kann ich mal beobachten. Und der Basue auch. Und Zivkovic nicht. Okay. Jetzt haben wir schon Villalba. Ich schau mal schnell. Villalba. Wir müssen den Stürmer kaufen, gell? Nicht vergessen. Villa. Hä? Villalba? Von Chelsea. Schau mal schon. Ich habe gesagt, bis zum Abend machen wir Transfer. Mann! Chelsea, egal. Villalba. Olaina. Cahill. Chalabua, sie macht 2 Chalabua. Boah, wart mal! Melli! Kannst du dich noch erinnern, wo wir mein eigener. Nein, wo wir gemacht haben, als ob ich Trainer wäre von Basel. Und wir haben dann gesagt, wir machen wie unsere Söhne, die in Fußball spielen. Das ist doch das Gesicht doch beim Leandro. Melli,
falls du los ist. Das ist doch genau die Fresse. Hector wie. Ah, warte, jetzt suchen wir mal. Leck mir. Hector. Warte mal. Da, Villalba. RM. Von Tijuana. Jungs, das wieder Batterie zu kaufen. Weil der. Genau der hässlich. Der ist halt schwer zum kaufen, weil der ja genau in der Phase ist, wo der am letzten Transfertag, da könnte man es versuchen, weil dann ist es meistens nicht so, wird es nicht so angeschaut. Jetzt müssen wir mal schauen, weil jetzt ist er gerade gewechselt. So. Viscarondo. Ja! Aber ey! Es läuft doch! Nice! Viscarondo, okay. Okay. Schauen wir gerade schon. Viscarondo. Ah. Das ist verbessert sich. Nice. Der Hut-Abschlussbericht, gut. Wir bekommen 1,3 Millionen dazu, nice. Viscarondo, okay. Miasca, der ist doch von Ding gekommen. Der spielt doch jetzt schon lange dort. Was ist Wies? Hi Sniper Pick. Wies. Alter, was hast du für Namen? Witzka, sorry, Witzka. Viscarondo, der ist aber 32, Alter. Was willst du mit dem, Bruder? Ja, ich kann noch nicht beobachten, weil ich kein Ding habe. Ich muss jetzt so, ich mache schon riesiger. Machen wir mal weiter schnell. Im Moment läuft es, denke ich jetzt nicht, dass wir ohne Goalie brauchen. Villalba, eben siehst, wie gesagt, er hat kein Interesse, haben wir auf der Liste aber drauf. Und das sind einfach die Abschlussberichte. Kevin Campbell, was hat er für eine Wertung? Schauen wir jetzt gerade hier. Warte. 50. Luxus Pacer, okay, ich schaue es gerade an. Kruic, er ist 71er gut. Edwards war nur 60er im Moment. Okay, wieso wird er schon nicht beobachtet? Okay. Der Mogo. Nein, Goalie brauchen wir nicht. Goalie brauchen wir nicht. Den haben wir. Den haben wir. Der ist schon 81er. Aber er ist auch 20 Millionen. Also Hut viel weniger und ist jünger. Mal schauen. Okay. Das Wichtige ist aber jetzt in der Stürmerposition, wo ich jetzt gerne einen Spieler will kaufen, damit wir das Ziel sicher mal weg haben. Also, das heißt, wir haben Rashford, Nyang und Iheanacho. Haben wir jetzt noch Vorschläge? Jetzt könnt ihr es mir gerade reinschreiben. Stürmer oder Angreifer, also alles was mit blauen Zeichen ist.
Ich schaue gerade Kommentare, ich muss gerade etwas einschauen. So. Jetzt kann es sein, dass die Musik lauter ist, weil ich nachher am PC bin. So, und jetzt hörst du es. So, jetzt schaue ich die Kommentare an. Ich habe jetzt auf der ersten 5 Liste, das heißt, wer Dolberg, Mambelotin, Vargas, Borja Majoral, das ist ausgehend, Timo Werner und Cornet von Olympique Lyon. Wer hat ihr mir geschrieben? Ich schaue es jetzt rein. Also, Andres Silva, der ist von Porto, genau. Der wäre interessant, da schaue ich jetzt auch mal reinschauen. Nein, nicht vom Handy, vom Laptop. Vom Laptop. Also zeigt mir einfach da. Liga NOS. Porto. Brahimi wäre auch interessant dort. Und Diego Jota, das ist auch... Ah, das ist ausgelernt. Ja, wir könnten ihn schon mal auf die Liste tun. Ruben Neves. Wäre auch interessant. Ich habe jetzt alle drei. Daniel Pereira, sowieso. Wenn du jetzt Karriere von Hanses schaust. Da, Andres Silva. Anfrage und auf die Liste drauf tun. Wer mir jetzt am meisten interessiert, wäre jetzt Dolberg halt, weil Dolberg hat jetzt... Der Dolberg kostet auch noch... irgendwie 2-3 Millionen. So. Und Cornet schaue ich jetzt extra schon an. Der hat so 75 Ranking. Dann tun wir auch mal für alle mal ein Angebot abgeben. Wie viel Maxwell heißt er wahrscheinlich, oder? 19, ja, das ist der. So. Jetzt haben wir noch Spiele an den Tag, wo wir könnten vorschieben, oder haben wir gerade ein Spiel? Nein, wir haben einen Tag völlig, jetzt kann ich in den Kommentaren schnell so. Konate. Also Paulsen denke ich nicht, einfach weil ich RB hasse. Aber der Konate kann ich mal anschauen. $15 Millionen, okay. Ich gebe ihm einfach mal 10 Millionen. Wir machen 12,5. Theoretisch könnte mir einen Stürmer dazugeben. Ich probiere es mal mit 10 Millionen plus einen Stürmer, den wir nicht brauchen. Das wäre beispielsweise ein Gastet, genau. Danke, Justin. Und ihr Nacho machen wir genau das gleiche, auch 10 Millionen plus der Guede. Wir haben eigentlich perfekten Ersatz. So, jetzt gehen wir gerade schon wieder auf das. Dann machen wir die Stürmer los haben. Die Stürmer. Dann geben wir noch auch in 10 Millionen einfach mal ohne Spieler, weil der hat sowieso 12 Millionen Marktwert nur. Ah, es ist gut, 5 Breaths mache ich.
Da müssen wir leider noch warten und Dolbeck genau das gleiche. Alter, das Lied, ein richtig geiles Lied. Dann ist ein bisschen wechselt, Chester bleibt mal drin. Der Elfig kommt raus, dafür Richards rein. Nein, so. Sag, ey Junge, ist ein behindert. Wirklich jetzt, ich habe jetzt schon 62 Kommentare gebrochen. Und das noch nicht mal in einer Stunde. Geile Sache. So. Halbfinale, gegen Cool City. Oh, Eis. Uiuiuiui. Oh nein! Eigentlich müssten wir hinter ja besser sein jetzt. Ja, wir haben verloren. Ah, Mann! Dann fassen wir das. Oh, und jetzt geht's los. Für die, die keine Ahnung haben, wie das in der EFL probiert, also es ist so, die ersten zwei gehen direkt weiter und die dritte bis sechste spielt in den Playoffs. Das heißt, ich glaube, der dritte spielt gegen den fünften, der vierte gegen den sechsten. Der Sieger von diesen beiden Spielen spielen gegeneinander. Und der Final wird im Wembley, glaube ich, sogar gespielt. So, 8 Millionen. Wir geben ihnen 5. 3 mit dem Guerra, also Guerra will ich weg haben. Gestede, sorry. Dann haben wir Corne auch. Machen wir, machen wir so 6 Millionen und dazu halt der Gestede. Oh je, jetzt ist 5 Breads Gang wieder zurück. So, 3 Millionen bekommen wir noch dazu. Sie sind zufrieden, das ist auch gut. Und Leiden will spielen, nein. Also bei mir. Wir müssen langsam ein bisschen vorankommen, jetzt bin ich recht ein bisschen hinterher, weil ich eure Wünsche will einbringen. So. Sarkic, Transferangebot. Ciao! Ich nehme noch gerade alles an, hey, was kommt. Ja. Also, Porto hat einfach direkt mal akzeptiert. Aber ich habe den Guides nicht mitgegeben, fuck. Aber egal, jetzt schauen wir mal, ob der überhaupt will. Der hat ja einen 5-Jahres-Vertrag genommen. Okay, sie wollen den Guides nicht. Wieso ist eigentlich Guides? Haben wir eine andere Stimme. Helper Murphy wollte ich nicht abgeben. AIF eigentlich auch nicht. Und der andere Stimme, Kojak. Plus Mama Kojak und 12 Millionen. Und City einmal 12 Millionen und der Kojak, also haben wir eine andere Stimme noch. Also AIF. Kojak, nein, Kojak will halt eine zweite Geige, wollen wir so verkaufen. So. So. Angebot für Ration Hepburn Murphy. Eine Million. Das ist wie mein kleiner Embolo, der ich nicht lokal lassen. Obwohl er begehrt ist. So, und dann gehen wir gerade zu AC Mailand. Aber kann ich da keinen Spieler dazu geben? Was habe ich da einen LM oder einen RM, der interessant wäre für sie? Green
oder Green oder Grealish? Green. Was sagt ihr? Jungs, Mädels, Green oder Grealish? Was soll ich dazu geben für den Young? Das wäre eine Idee, genau, für mit Kaufoptionen, das ist klar. Aber was sagst du, Justin, mal? Was soll ich für den Young eingeben? Der Grealish oder der Green? Wieso niemand? Weil schlussendlich haben wir einen besseren Spieler, der etwa 8 Punkte besser ist, aber ein Jahr älter. Ich weiß gar nicht, wie es mal gemacht, aber es muss jetzt sein. Es kann ja sein, dass sie überhaupt kein Interesse haben an den Spieler. Und am Schluss von dem Ding schauen wir dann, wie weit wir sind. Und Leo hat einfach akzeptiert direkt. Nice, okay. Schauen wir gerade mal ja. GSD, der hätte man schon das Angebot für 5 Millionen dafür gehen. Fuck. Frische Sache, man. Dafür der Hammer. Chips. Ich kann nichts zum Mittag, kann nichts zum Mittag, wenn wir keine Pause gehabt, wenn wir wieder so einen scheiß Stress gehabt. Sie waren 5,4 Millionen. 4. Porto hat noch ein Angebot für 11 Millionen, aber wir müssen jetzt auf die Antwort warten von ihm. Chips. Chips will ich noch nicht gegessen heute. Ich weiß es noch nicht, wahrscheinlich weniger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir am Freitag... Nein, am Freitag nicht. Ich streame so schon... Andere Silber hat akzeptiert, Motherfuckers! Wir haben jetzt andere Silber, oder? Weg. Jungs, andere Silber, kaufen oder auch nicht kaufen? Also, ich darf entscheiden zwischen, wenn ich andere Silber kaufe, dann kaufe ich die anderen 2 erst, wenn andere Stürmer auch gehen. Also, sollen wir Silva akzeptieren? Für 12,5 Millionen und 20.000. Nein, ich kaufe nicht. Dann warten wir noch, hä? Dann die mal alle löschen. Also, andere Ziele, weil ich kann mal schauen, was der für das Potenzial hat. Er ist 76er und hat ein 85er Potenzial. Wir können ja auch kaufen, aber wenn zum Beispiel wenn der GSD der ja auch geht, dann braucht man sowieso nochmal einen Stürmer. Dann haben wir immer noch einen Rashford oder einen Nacho, den wir kaufen können. Also dem her... Was sagt ihr? Also meine Überlegung, hä? Wäre das halt. Also komm.
Dann haben wir wiederum wieder ein Angebot. Cornet hat auch akzeptiert, hä? Okay, Gestede geht, warte mal, Gestede geht. Aber Gestede geht auch, wenn ich den Cornet nehme. Das heißt, na, also Hammer. Anders Silva, Hammer. Jetzt, Cornet kaufen, ja oder nicht? Cornet kaufen, ja oder nicht? Da haben wir erstens mal, wenn das, die Sache ist, Gestede wird gar nicht, das heißt, wir brauchen sowieso Stürmer. Und gar nicht wird im Tausch von Gestede kommen. Also Mark, oh, jetzt hast du schon Angst. Mark Bann ist weg. Jetzt wir tun das. Ja sicher, Nico. Also das heisst, der Nyang hätte auch akzeptiert, das heisst der Grealish wird weggehen. Dann haben wir eigentlich schon den LM, haben einen LF, aber 7 Punkte besser. Auch geil. Dolberg für den Gestede lehne ich jetzt einfach mal ab. Weil wir haben jetzt André Silva. Jo. Transferangebot für Gestede, aber der ist schon bald verkauft. Für 5,5 Millionen. Machen wir jetzt trotzdem mal. Ich weiß halt nicht, wie lange die Angebote zählen. So. Gestede ist sowieso offiziell verkauft. Okay. Gestede ist weg. Kocha. Oh! Kocha geht auch. Kocha geht auch, aber. Nein! 2 Millionen. 2,2 Millionen. Also 3 Millionen. Muss man schon geben. Hull City, was willst du? Als ob wir für die Hälfte vom Preis dir einen Spieler geben. Er möchte eine größere Rolle spielen. Wichtig für die erste Mannschaft in dem Fall. So. Jetzt tun wir noch mal wechseln mal. Oh, weil Villa. Hat bei Murphy. Na, Grealish auch nicht mal wieder Green meine ich. Weil der andere wird sowieso verkauft wahrscheinlich. Chibolo auch nicht mal, weil er... Wir können dann immer noch auf die Jugend setzen, also haben wir... So. Alan Hutton, nice, der nächste gerade. Aber hey, Hall, jetzt kaufen sie uns alle ein. Marktwert. Nico, ja, ich kenne dich, falls du es vielleicht nicht gehört hast. Oder ich habe den falschen Namen gesagt, oh je. Kolchak will für die Gestede, nein. Definitiv nicht. Kolchak waren es 1,6 Millionen und Nyang akzeptiert. Nyang akzeptiert. Kolchak geht dich ficken, wir gehen und gehen mit Nyang, wo für den Grealish kommt, dass man einen verdammt geilen Wechsel gemacht. 1 Jahr älter, 8 Punkte besser, also was kann man besser machen? Jetzt schauen wir mal einfach mal die Mannschaft an, Jungs. Schauen wir einfach mal die Mannschaft an. Ajev, klar jetzt im Moment verletzt, aber jetzt geht Ajev mal weg.
Und es kommt ihr, der Silva. Kermage, Nyang. Einfach mit dabei, Jungs. Und wie geil das bitte ist. Jetzt müssen wir halt wegen der Verteidigung ein bisschen schauen. Wenn Hutton weggeht. Jetzt gut, wir haben jetzt da noch genau je ein Backup. Das ist halt schon ein bisschen. Also wir müssen schauen, ich glaube, die Verteidigung werden wir ja noch kaufen. Das ist definitiv auch in Planung. Aber Jungs, bitte, was ist das für ein Team? Mika Richards. Nein, der ist, der darf gehen für, sagen wir mal, 10 Millionen. Er hat schon 28, aber ich brauche ihn im Moment für die Saison. Nächstes kann er eventuell gehen. Für Alan Hutton, ja, 1 Million. Nein, jetzt mal so. So, ich hoffe, ich komme noch ein bisschen, aber es ist erst 8:30 läuft. So. Spieler verkauft. Goldjock ist weg. Nice. Und dann geht's los auf den ersten Match von uns. Das wird Hammer. Alan Hutton ist weg. Chirurgik wegen Athletik sollte kein Problem haben. Saisonprognose 19. Auskurierter Spieler IF wäre fit. Jetzt gehen wir schon auf die Mannschaft. Wir gehen zusammen mit IF direkt am Match. Also viel ciao. Tschüss. Fire Spreads. Und Jungs, ich würde sagen, wir gehen los. Und ich sag so, 2 italienische Goalies. Wäre schon geil irgendwie. Golini und der. Wenn ihr wisst, wer ich meine. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wer ich meine. Was ihr von der Idee haltet. Wir gehen die Spielspiele wieder 4-4-2. Sheffield Wednesday. Geiles Logo mit Westwood. Fletcher kennt man eventuell. Hooper kennt man eventuell auch. Melo, ich weiß nicht, ob es der Melo ist, Philippe Melo, aber ich denke es mal nicht. Und Hutchinson eventuell auch. Jelinak, der Captain, bekommt gerade mal Geld. Melo bekommt auch Geld. Ayev kommt hier für Silva. Und Gomez macht 1-1, aber Young macht sofort 1-1. 1-1 für Saisonstart, okay. Okay. Aber es ist halt Gefahr bei den Simulationen. Es kann alles passieren. Wir sind auswärts, haben 1-1 gespielt, ist okay. Jetzt gehen wir gerade mal schauen. Alter, das Musik im Hintergrund ist Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört, aber. Machen wir noch Schuss da. Also IF lasse ich jetzt mal Santinelli, die jetzt die neue Spielung gekauft hat, also Young. Der macht Schuss. Das weiß ich schon von Basel Karriere. Der hat nur 70 Abschluss, ist wenig. Und Colini wieder mal trainieren. Und dann haben wir nicht mehr, was? Green kann man auch noch. So. Ich bin auch EFL Cup direkt.
Nochmal Spiel verkauft. Alan Hut ist weg. Gardner will spielen und AF will spielen. Ich denke, wir können es machen. McCormack hat raus. Ah, nein, ich will es nicht riskieren. Gardner will spielen. Für Jay Knock mal. Ich hoffe, dass wir gewinnen das gegen Chesterfield, weil es ist ein bisschen scheiße, wenn man gesagt man spielt auswärts noch. Das ist halt bei Dingen immer so die Frage. Ja, wir haben brutale Elf eigentlich. Mit Young und Silva jetzt brutal verstärkt. Ja, wir gehen direkt 1 noch hinten zurück. Ich tue jetzt skippen. Wir gehen zurück 2! Young, Amali und Bakuna, nice! Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir noch gewinnen, aber egal, wir gewinnen die erste Runde vom EFL Cup gegen Chesterfield. Wir sind an 11. Wir schauen mal. Danke für die Chance. So. Ja, man kann schon wieder. So. Mal schauen, ich mal so sinken kurz. Und dann haben wir da diverse Listen, wo wir für Verteidiger und ZTMs anschauen müssen. Ich habe ein bisschen bullige, nach bulligen ZMs gesucht. Sedi Janko spielt jetzt. Ah, das ist verlieren. Das ist natürlich auch interessant. Ich komme noch mal durch. Boateng. Schauen. Der spielt einfach bei Chelsea. Der spielt einfach knallhart bei Real Madrid. Pedersen ist falls jemand sie nicht kennt, der ist brutal stark, was körperlich angeht. Das ist brutale RV. Holland. Jetzt kommt natürlich Dolberg. Bakuma. Der Miaska 73 Wert als Verteidiger, okay. Und Basur hat den Winter so zum Kaufen. Machen wir 8 Millionen plus. Leider nicht. Dann haben wir Italien. Gianluigi Donnarumma. Interessant. José Sensi Nicoletti. Wo machen wir Untersee? Da tut der Team gewechselt wahrscheinlich. Gabriel. Ah, jetzt egal. Eine Frage gemacht, obwohl ich gar keine Aufgabe machen. Egal. Hübners. Ich brauche jetzt auch ein ZM Pulic ist nicht so mein Fall, Elvedi dafür eher. Aber ich brauche mal einen, der jetzt stark ist. Embolo. Ich würde sag mal was Ding. Man, ne, auch nicht. Da das scheiß Ausländer ja Everton. Kampel für 20 Millionen 81er oder der Hut. Das ist sicher mal etwas Interessantes, was wir natürlich machen können. Weil ZM brauchen wir definitiv, weil dann haben wir wirklich
gut, 74 sind wir schon gut beleidigt. Also, wir müssen nicht sagen, dass wir nicht gut beleidigt. Aber Jelinek ist mir einfach viel zu alt. Und Golin ist mir hinten ein bisschen schwach. Und ich noch ein bisschen zu heissen waren. Dann schauen wir nachher erstmal ein Team. Nein, Teamrichter wollen wir noch ein bisschen warten. He? Musik wechseln, das ist Copyright. Bakuna macht das alles so nice. So. Best No Copyright Songs Gaming. Bakuna macht einfach das 2:0. Einfach beste Außenverteidiger. Bakuna macht das 3:0 und der verriest alle in Arschlöcher. Weil wir auch die Besten sind. Und wir können auch 3-1. Läuft doch. Und wir sind Vierter. Läuft. Colini A und Silva B. Nice. Basue. Da wartet halt noch aufs Angebot. Ich muss aufs Angebot warten, das ist ein bisschen scheiße jetzt gerade. Ich kann nicht nochmal eins schicken. Kämpfe für 6 Millionen. Okay. Warte immer noch aufs Angebot von. Jetzt. Ja, da kann man es vergessen. Was wäre halt interessant gewesen. Da gehen wir gerade das Spiel gegen Huddersfield, wo nicht um die ersten 6 ist. Der flanne mal. Der ist Barnstead gewonnen und der Brentford und Newcastle verloren. Schneuli. Ich weiß nicht, ob es der Luzerner Schneuli ist. Wessel macht das 1:0, wir skippen und machen nur 1-2. Okay. Schade ein bisschen. Dann geht es wieder gegen Derby County, sind auf dem 7. Platz im Moment. Jordan Ayew. 12 Millionen. Nein, 20. Mit 20 Millionen wüsste ich schon, wer ich könnte holen. Als Stürmer. Embolo. Natürlich interessant. Aber man nicht zahlbaren Emre Moore. Kann man mal anschauen. Wird aber weniger kommen. Da pulsen wir jetzt trotzdem mal an. Kampel und der Hut halt noch. Das macht mir richtig Spaß irgendwie, ich weiß nicht so. Lassen wir so, also sie spielt super. Weil jetzt außer das 1:1 gegen das Ding ist so nötig gewesen. Bakuna. Für was braucht man Stürmer? Wir haben Bakuna. Na, wieder macht das heißt. Chester ist aber für Elphick. Bakuna macht das eben. Wieso braucht man Stürmer? Wir haben Bakuna, Mann. Das sicher auch schon komplett aus. Alter, wie viel Saison-Goal hat das sicher schon? Wir haben nochmal einen Sieg gegen Derby County 2-1. Aber das, wie viel Goal hat der schon? Ja, brutal viel wahrscheinlich. Spielerstatistik, da. EFL Cup, nein. EFL 5 Goal hat er sich schon. 5 Goal! Ich glaube, ein Silva, der neu gekommen ist, auch brutale Bewertungen. Nicht.
Kämpfe, okay. Okay, aber er ist aus, für klein ist er aus. Was hat Emre Moore für ein Potenzial? Moore. Das ist falsch geschrieben, super lesen. M-O-R. Emre Moore. Kommt einfach gar nicht in die erste Seite, die ich haben will. Emre Moore. So, kommt nur, was das für Potenzial hat. 87er! Aber ich wollte eh wegen dem ZM schauen. Eigentlich, Moment. Noch ein Goalie. Goldini macht 73. Wegen dem Ding will ich halt jetzt mal anschauen. Goalie. Weil... ZM halt. Rashika. Interessant an sich. Riedewald. Mal beobachten. Typen. Zivkovic. ZM, wo bullig ist. Xhaka. Xhaka von Basel, oder? Wäre natürlich interessant. Vorher haben wir es eigentlich so weit. Jetzt tue ich wechseln, weil ich will den AIF spielen lassen. Oh. 14 Millionen meinst du. Keiner Riedewald 8 Millionen. Geben wir ihnen mal. $14 Millionen. Nö. 20. So. Gut. EFL Cup. Zweite Runde. Ding akzeptiert einfach direkt mal. Ich will erst mal schauen, was der für ein Potenzial hat. Riedewald. ...84 Potenzial hat, 75er Rating. Interessant. Machen wir. Wenn 84 Potenzial hat, ist gut. 15,5, ne? So. 90,999 Millionen. Bei 1000er runter. Rashika 1, genau, jetzt will ich ein bisschen wechseln. Und zwar, ich will mit Cormac, der kein Goal geschossen hat, rausnehmen. Adamo Paltidin, da will ich das ZM ändern. Und zwar. Ja, muss ich fast Garner hier tun. Garner einfach mal hier. Und ich hoffe, dass der Bakuma sich wieder mal den Arsch aufreißt. Wie die letzten Spiele. Und ich jetzt mit den Tipps fertig in dem. EFL Cup gegen was? Peterborough. Ah, Peterborough United. Ich glaube aus der 4. Liga. Müssten wir eigentlich so 1, 2 noch gönnen. Westwood kommt vor. 2-0. Chester verletzt, nein. Und IF trifft doch direkt. Gut, Chester in dem Fall nicht schwer verletzt.
Also der jetzt verletzt ist schwerer, hä? Ich verstehe nicht. Rüdewald akzeptiert, nehmen wir ihn mit. Und das kann ich nicht verstehen, weil es sind so Leute, die kommen und sagen, haha, ich bin eine Woche verletzt. Gut. Ja, Rüdewald gehört jetzt uns, hä? Ich hätte ihn mal vergessen. Siehst du? Wie kann ein Chester für 2 Monate aus... Oh. Ich verstehe da ist die Welt einfach nicht. Jetzt muss ich also jetzt muss ich mal Positions, ein IW holen, also ein IV Leute, also ein Central Black wäre das auf Englisch. CB. Kann man schauen, schnell. Jetzt lasse ich mal schnell. Also, der darf mindestens 26 Jahre alt sein. Machen wir 27. Overall Rating von 70, 69 bis 78er und ein Potenzial haben von Ü80. So, Search. Dürfte eigentlich zu viel geben. Doch, geht viel. Also Nielsen, Lindelöf. Dann haben wir Romagnoli, Stones, Bruno. Also natürlich wäre jetzt zum Beispiel ein... Okay. Ein Romagnoli wäre halt das perfekt fürs Team, weil er auch Italiener ist. Mal schauen, dann machen wir da Platz. Nein, nein. Rugani ist schon drauf. Was? Ich gehe vom Potenzial mal aus. Descending Potenzial. Stone hat 88, kommt Romagnoli, wo eben 86 hat, will ich den Romagnoli haben. Aber Rugani wäre auch interessant, aber ich weiss, was hat denn der Rugani bitte für einen Wert? Rugani? Der hat auch 79, er kostet 2 Millionen mehr, he? Also Romagnoli, mein Namensvetter. Fast. Gnoli, Alessio, Schwarz 21. So, und der Rugani. Und danach kann Oxford immer als Backup holen. Der ist schon 22 im Spiel. Sieht einfach lustig aus. Das Spiel ist schon 22, da ist 21 bei mir auf der Liste. Haben wir noch ein Spiel, wo man warten kann, dann müssen wir gerade spielen. Ich würde sagen, wir lassen es mal so, obwohl Chester muss jetzt natürlich jetzt rauskommen. Also die Aufstellung ist schon ein Hammer zum Spielen. Wirklich muss ich jetzt wirklich sagen. Ich kann mal spielen. Chester muss jetzt leider verletzt raus. Elfie kommt dafür rein und dafür Baker in die auf der Ersatzbank. Etwas anderes, was ich machen kann, ist noch Transfer Jugendstab aufmachen. Und ja, wenn ich einen 5-5 habe, 5-4 ist auch gut. Und dann schicke ich einfach gerade direkt mal auf England. Vielleicht haben wir einen neuen James Wardy. Haben wir da nochmal einen 5-5er? Nein, warten wir noch. Ja. So, Bristol City gegen im EFL Championship. Also ist das, nein, das ist doch jetzt die zweite Liga, oder? Ich weiß es schon nicht mehr. Young macht das 1-0, Smith geht natürlich da gerade back um Business. Und ich habe einfach da keine Musik, keine Ahnung wieso. Ich wollte sagen. Hey Jungs, sind ihr noch da? Ich höre gar nicht mehr. Nein, jetzt hat es gerade ein bisschen abgenommen. Okay, es sind weniger Leute online. Okay. Ah gut. Wir machen 2-2. Okay. Solange sich niemand verletzt, ist auch gut. Und wir sind im Moment 6.
Und wir haben noch zwei. Wow. Zwei Stellen, wo wir ein bisschen verbessern. Nicht Sturm. Sturm haben wir jetzt eindeutig ausgerottet, aber wir haben die Verteidigung. Wo etwas kommen muss. Da müssen wir immer noch warten. So. 21 Millionen. Gaming im besten Jahr mache ich mal. Wenn ich mal die Zeit habe. Jetzt während dem Stream sie schon nicht. 19 Millionen waren es für den Rugani. Ich weniger, aber gut, er hat da Potenzial weniger. Und dann noch der Donnarumma. Ich tue jetzt einfach mal für alles Angebot raus. Jetzt können wir schon da schauen, ob da noch was rausgekommen ist. Ach du Scheiße, nein. Nein, da ist nicht mehr rausgekommen. So, das ist interessant. Natürlich alle. So, und Italien. Machen wir doch da eine zweijährige Leihe und dann einfach für 30 Millionen kaufen. Das ist, weil es doppelte Marktwert ist, machen wir jetzt 20. Dann schauen wir schon wegen dem Büro. Wegen unserer Wunschliste. Dass wir da auch noch ein bisschen nachgehen. Das heisst, Sali nochmal anfragen. Und der Kampf ist halt 73 und 21, das wäre halt auch brutal. Jetzt warten wir mal. Okay. Im Gegensatz Romagnoli sagt ja, und der Rugani sagt, ah ja, und Donnarumma wird geprüft. Weil das wäre natürlich ein Hammer, wir haben nicht genug Geld für beide, aber wir können beide kaufen, indem wir einen halt als Ding machen. Ja, noch total 34 Millionen, das lassen wir gerade stehen. Boah, Entschuldigung. Also wir haben 30 Millionen Zugang, 10 Millionen Abgang. Also 10 Millionen Abgang habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehabt. Kane zu Man U, halt Bekannte. Martinez zu Arsenal und Jimenez zu Leicester. Das ist nicht gegen neu. Und wir haben Donnarumma. Wir haben den Donnarumma einfach knallhart. Nice. Boscali frage ich logisch nach wie viel. Also 87er ich gebe einen Namen. Boscagli. Der hat 82 ist wenig. Rugani hat 87 gekannt, Romagnoli Hand. Romagnoli. 86er. Also das heisst, Rugani wäre halt schon spannend, weil das sagt, da hätte ich da mehr mal bieten wir einfach mal 100.000 als Lohn. Das wäre der teuerste Spieler von allen, ne? Und wichtig für die erste 11. Und Donnarumma wäre als unser zweiter Goalie. Jetzt schauen wir, ich hoffe natürlich, dass wir den auch noch anbieten können. Haben wir italienisch eingekauft, aber ja. Jetzt lehnt es schon wieder ab. Ich biete ihm schon 120.
Und so, und dann 5 Jahre und eine richtige verirrische Mannschaft. Du spielst Rotationsspieler bei Juve, jetzt ist dein Ernst. Wie lange willst du schon warten, bis du dort mal durchsetzen kannst? Du bist 22, musst langsam Gas geben. Noch 3 Jahre und dann ist... Mir gefällt das hier. Alles klar. Ich kann mir noch eine Oxford als Backup kaufen. Schlussendlich. Wobei wir haben noch eine i4 IFE. Ja, Zeit. Jetzt bekommst du schon 53.000 mehr. Ja, geht doch. So. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Auch gut so. Ich gehe mal ein bisschen weniger raus, nein, Schätze. So. Also schauen wir noch gerade das Team hier, bevor wir da in den nächsten Match gehen. Jetzt haben wir da Horde viel noch zum Aussehen. Eriksen geht zu Bayern, jetzt haben sie insgesamt 100 Millionen. Hat Tottenham. Geben die etwas mit dem Geld aus? Oder haben die keinen Bock? Scoofe ist zu Inter, okay. So, und würde sagen, fertig. So. Dann machen wir weiter. So, stoppen mal. Dann gehen wir schon durch. Also wir haben jetzt... Wir fangen hinter. Wir haben Donnarumma und Golini. Donnarumma natürlich jetzt Nummer 1. Dann haben wir Innenverteidiger Rugani. Mit den 1,90 auch brutales Sieg. Und dann haben wir halt nicht mehr für das ZM geholt, gell? Oh, Alessio, bist wieder genial. So. Silva ist weg, international. Green. Tun wir auch noch ein bisschen trainieren. Da kommt vielleicht bald auf 70. Und oh nein, wir haben doch den Riedewald gekauft! Stimmt doch. Der hat einfach gar keinen Schusswert. 46 Schuss. Was? Was? Einfach mal für gar nichts von Potenzial. Also torschussmäßig. Rugani ist einfach knapp von seiner 80, also wer ist der beste Spieler im Moment von unserem ganzen Clou. Jetzt schauen wir die Mannschaft auch mal an. Klar, ich warte jetzt mal bis da. Wie wieder gegangen ist. So. Gegen Nottingham Forest. Leck mir. Garner will spielen. Nein, definitiv nicht spielt schon gegen die Beste. Die Beste von der Besten. So. Lugani für Epic. Donnarumma für Golini. Und Riedewald für Jelinek. Golini kommt in 11 für Stier. Genau. Und Garner will ums Verrecken spielen. Nein. Spiel halt. So. Der Nottingham Forest. Dann ist Bitchtown Eisel verloren, dann aber gegen Leeds und Athletic gewonnen. Den auch stark hier von Kasami ausgelehnt. Das ist ein erster Moment. Was? Sombalonga? Das ist nicht der, wo wir verkaufen. Mass Cormac kommt hier. Bettner. Oh Gott. Der Lord. Spielt dort.
Lukaku macht unschön. Das Sieg ist einfach nicht normal. Jungs, das Sieg ist einfach nicht normal. Nein, einfach nicht. Der ist nicht normal. Fertig. Ah, der Sieg. Jetzt mal kurz ins Büro. Hey, leck mich am Arsch. Gute Arbeit. Also wir haben... Das haben wir leider noch nicht. Wir haben aber... Beide, also Markenplatz hat ganz komplett auf. Wir haben 12 Millionen Ausziehungsverkäufe. Da sind wir mal ein bisschen am Hökeln. Und dann Franz wird über 20 ein bisschen aufsteigen. Und ich muss unbedingt pissen. Kodja will öfters spielen. Garner ist schon, dass er gespielt hat. Okay. Von mir aus. Kodja will spielen. Und ich muss unbedingt pissen. Ich komme gerade, Jungs. Ich muss einfach mal Runde pissen. Schreibt einen Kommentar noch. Pisspause. So. Pisspause vorbei. Jetzt geht's wieder ans Spiel. A, Rugani A, Donnarumma A, Nyangzi, Durchsätze A, Chancenbearbeitung B, Riederwald, F. Hey. Brentford, next time. Garner raus. Dafür kommt der Westwood wieder hier. Und Kodja spielt heute mal statt IF. Young Jok setzt links, rechts. Adoma. Also recht stark. Adoma können wir eventuell ersetzen, dann irgendwann mal. So, Brentford. Letzte 3 Spiele immer verloren. Wir spielen die Hause. Also eigentlich eine klare
angeleitet. Adoma macht gerade 1-0. Und McCormack ist das der Brüder. Das kann noch sein. Young 2-0. Ich skip 4-0. Adoma hat 2 Goal. Bakuna trifft auch wieder mal. Nice, Jungs. Wir. Oh, Spieler verletzt. Wir tun unseren 6. Platz verteidigen. 8 Wochen Westwood. Ah! Westwood 8 Wochen ist Pitch down. Schon der zweite verletzte Spieler. Garner muss ja fast jetzt kommen. Oder jetzt kommt der Kollege Scherinak wieder, ja? Also wir haben eigentlich noch recht dünnes Kader, wenn man denkt, dass wir noch recht viele Leute haben, die auch nein, viele Spiele haben, so meine ich, Entschuldigung. So, Ipswich Town. Niederlage, Derby, Reading Ice 2-1 gewonnen, Preston 2-2, okay. Kodia spielt jetzt ja neu und Sherinak rückt wieder auf für den verletzten Westwood. Bakuna macht natürlich ein Goal, das ist gut. Grant macht aber das 1-1. Ich weiß nicht, ob es kippen soll. In der 70 skippe ich. Ja, macht 2-1, wir können 2-1, nice. Nein, nice. Jetzt haben wir gerade eine Siegesserie von 3 Sieg. Jetzt spielen wir gegen Oxford United. Also da bin ich richtig stolz auf meine Jungs. Jetzt gehen wir auch schon auf Chancebearbeitung PM. Riederwald und dafür tun wir jetzt beim Riederwald. Ich muss sagen, du trainierst mal ein bisschen. Schon Schuss, aber Schussgenauigkeit. So. Und dann steigst vom Rating wieder ein bisschen. Gut, du bist ZTM, du müsstest eigentlich nicht schiessen können, aber trotzdem. Ja, und kurz vor seiner 79. Wir haben recht starke Spiele gehabt. Also das nächste Ziel ist jetzt, dass alle Ü75, Ü80 sind. Und dann geht es dann los. Jetzt spielen wir gegen Oxford United und dann geht es gegen Newcastle. Ich schaue jetzt schon auf den Ball. Wie sieht es im Moment aus? Nach gut fast 2 Stunden Spielen. Wir sind in der Runde, dritte Runde vom EFL Cup. Wir sind jetzt Spiel und Ergebnis, bin ich jetzt falsch. Tabellen da. Wir spielen im Moment gegen Oxford United, die dritte Runde vom EFL Cup. FA Cup weiß jetzt nicht. Aber da sehen das, wir sind 5. und wir spielen noch gegen die erste Newcastle. Das heisst wiederum, ich muss jetzt ein bisschen. Ich muss riskieren, ich muss jetzt ein bisschen wechseln. Riederwald wird geschont, dafür kommt der Chibola rein, dann kommt Ayev spielt und der Chormak. Wenn jetzt viele Änderungen will ich auch wieder nicht machen. Wenn ich jetzt echt schiessen und verlieren, dann. Ich lasse mal so. Dann haben wir nicht so viele Änderungen. So, und jetzt habe ich noch schon die Musik geändert. Ich habe Watch Dogs 2 im Hintergrund. So. Und Chibola hat natürlich erstmal in der ersten Minute eine geile Karte. Und wir sind immer noch 0-0. Martin verletzt sich in der Verteidigung von der Oxforder. Chibola bekommt gelb-rot. Und er hat unbedingt wieder spielen. Silva kommt hier für die Jungs, wenn wir jetzt verlieren. Und dann. Oh, Taylor macht natürlich. Verlängerung, Jungs, Verlängerung. Bitte, Jungs. Okay, gut. Wir gehen gegen Oxford raus, weil der Chibola, der unbedingt spielen will, rot hat. Was sagst du eigentlich jetzt zu dir? Ja, wegen dir sind wir jetzt draussen, Mann. Egal, das Turnier weniger, nochmal Spiel weniger. Aber trotzdem. Es ist nicht nötig gewesen.
Ja. So, jetzt müssen wir mal wechseln. Silva kommt hier neben dem Ding. Dann kommt Riederwald wieder hier für Cibola. Jainak bleibt mal. Nein, Westwood ist schon verletzt, bleibt mal drin. Rugani Richardson, Ruma, Bakuna, Amavi. Ja, so ist gut. Jetzt kann ich wieder etwas ausprobieren, aber es geht leider nicht. So. Jetzt spielen wir gegen Newcastle, wo erst ist. Und die haben gegen Chelsea verloren im EFL Cup. Also sind auch draussen. Und die haben verdammte 11. Also, ja, 7. Wieso haben wir jetzt mit einer roten Karte? TOT macht 1-0, was machen wir? Ja, rot holen. Richards macht 1-1, wir sind einen weniger. Und sie haben Leute wie Perez, Anita noch draussen. Die haben macht es 2-1. Kommen Jungs, machen das 2-2. Geht doch, 2-2. Nice, IF. Nice, nice, nice. Unentschieden gegen den Führenden. Ist geil. Wir haben halt schon das Ziel, eigentlich erstes Ziel. Also von dem her. Und wir haben ja das Team, das brutal stark ist, eigentlich. Oh, wieder ein Kommentar. Nice. Nur 2 Kommis. Ja, seit du weg bist, ja. 5 Breads. Weißt du, es gibt Leute, die gehen ins Bett halt früh am Morgen, früh am Abend. Und die halten sich nur rot die ganze bei mir, Alter. So, erste Trainingsaktion. Weg. Verpflichten. Weg. 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 Jetzt habe ich gedacht, der ist gut, aber der hat nur... Boah. Jo. Sollte eigentlich auch. Ich habe morgen jetzt endlich mal frei. Nach langer Zeit. Ah, ich kann RM spielen, also so. Ich will noch 10 Minuten streamen. Also, ist gut. Was soll ich machen? Soll ich Aston Villa jetzt als Serie bringen, als Simulate to Glory, oder soll ich einfach Aston Villa nur benutzen zum Streamen? Bakuna macht 1-0 und wir gönnen 2-1, nice. Wir können also doch noch gewinnen. Es ist ein Dritter. Fünfter. Monatsbericht die Jugendmannschaft. 52er, okay. Oh, ich kann es echt gerade so lassen. Dann Kermack statt der Dinge lassen. Ja, das schon, das hast schon recht. Es ist halt, ja gut, jetzt, wir haben Arsenal ist halt auch gut gewesen, die Karriere, finde ich. Aber es ist halt viel spannender, einen kleineren Verein hast, ist klar. Ja, Preston müssen wir eigentlich gewinnen, weil sie nur entschieden und so verloren haben die letzten 3 Spiele. Riederwald verletzt sich. Ah, bitte wechselt den aus. Nein. Okay. Wo ich ein ZDM dort als Ersatzbank hätte. Ah, darum für Riederwald, endlich. IF bekommt Geld, bitte machen doch mal ein Goal. Hallo, die sind drittletzter oder so. Alter, macht 0-0.
Machen 0-0. Und sind im 4. Moment, okay. Ja, ist verletzt. Jetzt sehen wir, kommen wir hier. So. 79er, 80, 79er. Gut, das ist mal das geilste Training außer Green halt. Aber den hau ich jetzt auch so bald raus, weil ich alle meine Leute, die gut sind, auf 80 Uhr bringen. Nein, ich will nicht. Ablehnen. Ablehnen. 2 Monate Ausfall, Riederwald. Oh. Nächste ZTM, wo weggeht, Mann. Alles klar. Der hat 3 Verletzte insgesamt. Und jetzt? Es ist schon wieder Ding. Mason kommt halt hier. So. Come on, come on, come on. Push it down. Wir haben jetzt gerade Nazi und dann gehört es gleich die Wolves. Von Wolverhampton. Spiel ist auskuriert. Welle? Chester, okay. Dann lassen wir jetzt, warten wir mal noch. Kann man mal loslegen. Ich habe 2 Spiele verloren und dann einen Sieg gehabt. Organical, ja, wir können 2-1. Keine Verletzung, gut, Young mit Doppelpack, nice. So. Ich gar nicht kurz auf den 80. Das ist eigentlich im nächsten Ding. Darum machen wir dann langsam die 80 und die anderen sowieso. Also wir haben gehört, dass wir die nächsten paar Trainings bald 3 80er in der Mannschaft haben. Was Gabor will spielen? Nein, definitiv nicht. Wir haben so ein bisschen Verletzungspech im Moment. Und das mit Organi Richards klappt gut. Matt Kölmer macht 1-0. Da hier frisch ist 11 Meter. Mann, du willst dich freuen und dann machen sie so einen Scheiß. Jetzt geht's in ein Duell gegen Fulham. Borg will halt spielen mal. Ah, jetzt gegen Fulham? Nein. Sicher nicht, noch nicht gegen Fulham. Ja, ich mache noch vor. Keine Ahnung. Bis meine Eltern können reklamieren. Nein, bis 4 vor und dann machen wir das Zeug. 2-1 können wir gegen Goal vom Silva und vom Garner. Nice. Bis 4 vor machen wir noch um. Wie lange streame ich jetzt eigentlich schon? Laut YouTube streame ich gerade im Moment 1 Stunde und 11 Minuten. Das kann nicht sein. Ich habe um halb 8 angefangen, ich bin 2 Stunden dran. Vielleicht wo jemand dabei ist, 1 Stunde, kann schon sein. So. Komm. Ich will 380er haben. Wir haben noch keinen, okay. Rugani ganz kurz bevor. Donnarumma auch und Nyang auch.
Also ich muss gehen. Also tschüss, Five Birds. Schönen Abend noch. Schlaf gut. So. Oh, das ist spannend. Weil das ist immer nicht je eine. Ich glaube, wer so könnte teilnehmen, aber wir müssen dann nicht zu viel sein. Wir müssen uns. Dankeschön. Wir müssen dann noch unsere Jungs motivieren und Murphy will halt mehr spielen. Aber im Moment ist einfach nicht. 90 Kommentare. Ja, das machen wir. Ich tue jetzt vielleicht noch wahrscheinlich bis. Ja. Also, wir tun wahrscheinlich jetzt bis Januar noch etwas machen. Und dann vielleicht am Samstag und am Donnerstag noch mal streamen. Mace macht 53 und Rugani, erste Person, die 80 macht. Nice. Also ein 80er Innenverteidiger. Nice. Sechs Punkte, mittlerweile Rückstand auf der zweiten. Der Morris sieht auch Hammer aus. Am Abend 9 Tage ausfallen. Ai. So, jetzt werden wir alle als Nazi rennen. Nein. 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 Ey. Nice. Ich habe Chester 11 und Westwood ist auch noch nicht ganz fit. Aber ich denke, Westwood kann ich noch einsetzen. Nein. Ich will noch warten. Pork fliegt mal jetzt für den IF. Und IF auf den G-Ball auf der Satzbank. So mal. Und schauen, wie das ist für da. Borg spielt einfach mal, McCormack spielt mit Silvan, Young, Garner, Jelinak und dann spielt Chester nach seiner Verletzung und dann Richards auf die rechts. Jelinak macht einfach das 1-0 und wir gönnen 2-0. Bakuna und Jelinak. Nur noch 4 Punkte Rückstand. Das ist richtig sehr an, das kann fast gar nicht sein, weil die Rechnung gar nicht aufgeht. Wir müssen gerade weiter ruhen, nice. Die macht Beweglichkeit von 71, keine Gefühl, wie das hat. Ja, nur 4 Punkte Rückstand. Ein Punkt weniger gemacht. Ah nein, oh scheiße, nein. Was? Ich hab falsch geschaut, sag mal schon. Alter, als ob! Nein, jetzt haben wir schon mehr. Jetzt haben wir schon 6 Punkte Rückstand. Wo unsere Ziele sind fertig, oder was? Das war jetzt besser. Jetzt 63 ist schon hoch tief, das habe ich noch nie gehabt. Ligameister wird Alter mit recht. FA Cup haben wir noch nicht gehabt. Und da haben wir ja gemacht. Weiß auch nicht. HF ist nicht auf jeden Fall.
So. Wieder verletzt. Ey, also das langsam langt. Mit die ganzen verletzten Leute, ganz ehrlich. Schön nach 3 Tagen. Und Murphy will spielen. Nein, what the fuck, Alter, wie will spielen? Da bin ich halt der Helper mal hier. So, mit der können wir weiter gebreiten. Also langsam müssen wir schon auffallen. 16 und die spielen die anderen haben schon 40 und wir haben knapp 30 Mal Punkte. Gut, wir haben gegen Norwich haben wir noch nicht gespielt. Und die sind gerade 1-4 gegangen. Gegen Cooper Rangers. Dass die verlieren im Moment. Was gut für uns ist, aber wir gönnen wieder durch sowas von Glück. Jetzt müssen wir auf die Dauer mal schauen. Die Frage ist halt auch, ob alle gespielt haben. Jetzt haben alle gespielt, wir sind Dritte, wir sind 1 Punkt vor und wir haben nur noch 3 Punkte Rückstand auf Newcastle. Nice. Der Nummer 80 und Young jetzt aber bald 80k, geil. Wenn wir alle 80, dann können wir die anderen pushen mal. So, jetzt spielen wir gegen Huddersfield. Gegen Cardiff. Okay. Ich hole jetzt auch mal das Ding Murphy mal drin. In der Hoffnung, dass wir das Spiel gönnen. Abbewertung Spiel ja recht scheiße dran. Und dann habe ich die letzten 3 Spiele verloren. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt gönnen, vor allem wenn wir die Heim spielen. Es ist geil, wenn Per Murphy gerade wieder das Goal schiessen. Bakuna macht 1-0. Per Murphy macht das Goal und Young verletzt sich, oder? Oi, oi, bitte nicht Schlimmes. Das kann jetzt, dass Young auch noch verletzt ist. Drei Tage. Was? Nachwuchsarbeit, jetzt müssen wir mal schauen. So. David Orton, ich habe gerade den Colino schon raus. David San Mason habe ich und der Hawks. Morris steht einfach schon mal auf 60, nice. So. Und ich glaube, das beenden wir damals die Serie. Also der Stream, besser gesagt, für heute mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr gesehen habt, warte mal, ganz Jonathan oder Hugh? Ja gut, Hugh kann nicht rausnehmen, das ist scheiße.
aber 93, 94 und 280% nice. Falls ihr mehr wollt, schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mehr gesagt habt. Ich weiß nicht, ob ich das nur als Stream mache, also die Aston Villa Karriere, vielleicht auch als ganz normale Karriere. Mal schauen. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal von Karriere. Bis dann und ciao zusammen.